Die Diagnose Multiple Sklerose bedeutet für Betroffene einen tiefen Einschnitt. Natürlich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich dachte, das kann mich jetzt nicht treffen. Wieso ich? Meine rechte Körperhälfte ist taub geworden. Ich persönlich verdränge das aber auch ein bisschen, wie die Zukunft aussieht. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse über die Ursache des Leidens. Auslöser könnte ein weit verbreiteter Herpeserreger sein, das Epstein-Barr-Virus. Das EB-Virus verursacht noch weitere schwere Krankheiten. Könnte es bald eine Impfung geben? Ich glaube, jetzt ist die Zeit, aus den Erkenntnissen, aus der Grundlagenwissenschaft ein Produkt zu haben, das dann auch den Menschen nützt. Wenn man Daniel in seiner WG in Augsburg trifft, merkt man überhaupt nicht, dass er eine ernste Krankheit wie Multiple Sklerose hat. Aber sein linkes Auge ist zu 90% blind. Bei mir ist es eben so, dass gerade die Mitte kaputt gegangen ist. Das heißt, ich sehe im äußeren Bereich, vom Auge sehe ich noch ein bisschen was und in der Mitte habe ich so einen grauen Fleck. Dr. Antonios Bajas hat Daniel behandelt. In der MS-Ambulanz am Uniklinikum Augsburg melden sich Menschen mit den unterschiedlichsten Verläufen. Die Diagnose der Autoimmunerkrankung ist aufwendig. Es gibt keinen einfachen Test, keinen Blutwert, der mir sagt, MS ja oder nein. Wir brauchen mehrere Untersuchungen, Blutuntersuchungen, Untersuchungen von einer Kernspintomographie, sowohl vom Kopf wie auch vom Rückenmark, dann eine Nervenwasser-, eine Liquoruntersuchung, um am Ende die Diagnose der MS zu stellen. Die Symptome reichen von Sehstörungen bis hin zu Lähmungserscheinungen, die in Schüben auftreten, aber auch schleichend schlimmer werden können. Caroline Hörter traf die Diagnose, als sie gerade schwanger war. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich hatte auch eine Schwäche im Arm. Also ich konnte nicht mal mehr auf so ein Deo-Knöpfchen drücken irgendwie. Dann fragt man sich natürlich schon, ich bin schwanger. Was macht das alles mit meinem Kind? Die gute Nachricht? Mit der Schwangerschaft war alles in Ordnung. Multiple Sklerose ist nicht direkt vererbbar. Eine groß angelegte Studie mit rund 10 Millionen US-Soldaten hat jetzt neue Erkenntnisse zu den Ursachen der Krankheit gebracht. Das Risiko erhöht sich demnach um das 32-fache, wenn man eine Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus durchgemacht hat. Wahrscheinlich spielen noch weitere Faktoren eine Rolle. Aber Epstein-Barr-Virus ist momentan für die MS-Entstehung der stärkste Faktor, den wir bisher kennen. das Virus, das extrem verbreitet ist, verursacht nicht nur MS. Paolo Schraudenbach erkrankte zum Beispiel am Pfeifferschen Drüsenfieber. Ich hatte das Gefühl, ich hatte eigentlich eine ganz normale Erkältung und habe mich so müde und schlapp gefühlt wie bei jeder Erkältung, aber die ging dann eben nicht weg und es hat über Monate angedauert. Über 90% der Menschen tragen das Virus in sich. Nur bei einem Teil bricht die Krankheit aus. Sie wird über den Speichel übertragen und betrifft vor allem junge Erwachsene. Ich war froh, dass es dann eben weg war. Doch eine Epstein-Barr-Infektion kann auch chronisch verlaufen und zu einem Erschöpfungssyndrom mit ähnlichen Symptomen wie Long-Covid führen. Der frühere Fußballstar Olaf Bodden musste das erleben. Da bin ich morgens aufgewacht mit Halsschmerzen und war total schwach. Das war also ein Tag vom DFB-Pokal-Achtelfinale war das. Und ich bin zum Tisch gegangen und ich habe gedacht, Gott, ich kann ja heute gar nicht spielen. In den 90ern beendete das Virus seine Profikarriere. Seit eine experimentelle Behandlung scheiterte, ist er auf den Rollstuhl angewiesen. Sein Verein, der TSV 1860, veranstaltete Benefizspiele, um ihn im Kampf gegen die schwere Krankheit zu unterstützen. Es war über Jahre, dass ich auch beim Zähneputzen, ich musste mehrmals absetzen, weil ich so lange den Arm nicht halten konnte beim Zähneputzen. Man fühlt sich richtig krank und das den ganzen Tag und das geht nicht mehr weg. Jetzt ist also erwiesen, dass auch die Multiple Sklerose eindeutig mit dem Herpesvirus EBV assoziiert ist. Aber es gibt auch Hoffnung. In München forschen Virologen an einem Impfstoff gegen das Virus. Diese Herpesviren haben sich zusammen mit der Spezies Mensch entwickelt. Das heißt, sie sind perfekt angepasst auf uns als Wirt. Sterile Immunität wird man mit einem Impfstoff im Bereich der Herpesviren niemals erreichen können. Das Ziel ist also nicht, EBV auszurotten, sondern das Entstehen einer infektiösen Mononukleose, also des Pfeifferschen Drüsenfiebers, zu verhindern. Der Münchner Impfstoff arbeitet mit virusähnlichen Partikeln und könnte schon nächstes Jahr in die klinische Studienphase gehen. Parallel dazu entwickelt Moderna in den USA eine mRNA-Vakzine. Im Idealfall ist es so, dass der Impfstoff nicht nur die infektiöse Mononukleose verhindert, sondern eben auch die Folgen dieser infektiösen Mononukleose. Und dazu gehört unter anderem auch Multiple Sklerose.
Menschen, die heute schon an MS leiden, können die neuen Erkenntnisse erst einmal nicht helfen. Anna Kraft ist Sportmoderatorin und kann sich noch genau an den Tag ihrer Diagnose erinnern. Ich hatte dann Broschüren in der Hand, auf der eine Frau im Rollstuhl war. Und ich dachte, ich habe früher Leistungssport gemacht. Ich habe dann ehrlich gesagt von den Erklärungen der Ärztin gar nicht mehr viel mitbekommen. Und habe dann ehrlich gesagt nur noch geweint. Aber heute ist MS eben kein hoffnungsloser Schicksalsschlag mehr. Das Team um Professor Hemmer vom Klinikum rechts der Isar tut alles, um ein Fortschreiten der Krankheit bei seinen Patienten zu verhindern. Mit modernen Immuntherapien kann den meisten geholfen werden, den Krankheitsverlauf zu verzögern oder gar aufzuhalten. Die MS ist ja eine Krankheit, bei der das Immunsystem außer Kontrolle gerät und aus Versehen das Gehirn und das Rückenmark attackiert. Und mit den Medikamenten, die man zur Verfügung hat, versucht man, das Immunsystem zu besänftigen. Anna Kraft ist es wichtig, mit ihren Erfahrungen auch anderen Betroffenen Mut zu machen. Ich habe sehr lange gebraucht, ehrlich gesagt 6 Jahre, bis ich das offen aussprechen konnte. Aber für mich ist das doch ein sehr befreiendes Gefühl, damit offen umzugehen. Auch Daniel lässt sich nicht unterkriegen. Tatsächlich lebe ich mein Leben seitdem ein bisschen bewusster. Also dass man halt schon noch öfter versucht, die Momente zu genießen. Wenn die Impfstoffforschung Erfolg hat, könnte die Krankheit vielleicht verhindert werden.